Grüß Gott, Kinder. Dass der Meister Eder ein herzensguter Mann ist, das wissen wir alle. Aber diese Güte hat für ihn bisweilen einen Nachteil. Der Meister Eder kann nicht Nein sagen, wenn ihn jemand um einen Gefallen bittet. Und wenn dieser jemand noch dazu ein ehemaliger Schulfreund von ihm ist, dann sagt er eben auch mal zu etwas Ja, wovon er weiß, dass es ihm sicher Ungelegenheiten bereiten wird. Aber ich will keine langen Vorreden halten. Die Sache war so. Vor ein paar Tagen ging die Werkstatttüre auf und herein kam ein Mann in Meister Eders Alter und sagte: Ja, Franz, grüß dich. Grüß Gott, Sie wünschen? Ja, mei, das ist ja der Müller-Schasche. Ja, bist du's oder bist du's nicht? Freilich bin es. Also beinahe hätte ich dich nicht gehängt. Ja, schon, sowas. Ja, was weht denn die da rein zu mir, hä? Wie lang haben jetzt wir uns nicht mehr gesehen? Ewig nimmer. Es ist allerweise das Gleiche. Die besten Freunde sieht man am seltensten. Drum sind sie auch die Besten. Und nachher können wir's auch bloß, weil sie was wollen. Sag, wie geht's dir denn allerweil? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ja? Ich hab nimmer weit hin, bis ich pensioniert werde. Aha. Und deine Frau? Da ist soweit auch alles in Ordnung. Und dein Burm? Ha, mein Bub hat ja selber schon wieder einen Sohn mit 14. Stimmt. Na, also wie die Zeit vergeht, sowas. Ja. Dabei weiß ich noch gut, wie ich den Burm auf meine Knie hab reiten lassen. So ein kleiner Stupsel war er. Der ist heute Rechtsrat bei Was? der Stadt. Na, Aus dem ist schon was geworden. Bloß, jetzt macht uns der Steffi rechte Sorgen. so? Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich die heute aufsuche. Brauchst du nicht einen Lehrbuben? Ich? Na, weißt, was ich arbeite, das lang für mich. Und allzu viel Arbeit nehme ich schon gar nicht mehr an. Und vor allem keine großen Sachen mehr. Das schaffe ich alles auch ohne Lehrbuben. Du sollst ihn ja nicht für lang nehmen. Ja, Nur damit der Lauser, der Faule, mal sieht, was arbeiten heißt. du, da war aber ein größerer Betrieb viel besser. Na, grad bei dir weiß man recht. Ah, bei mir wird's einem ja zu langweilig. Das macht nix. Nachher soll es ihm langweilig werden. In der Schule langweilt er sich auch. Jetzt ist das zweite Mal am Durchfallen. Also weißt, ehrlich, ein Sohn von einem Rechtsrat als Schreiner, das wird nie was. Er sagt das nicht. Schau, du sollst ihn ja nur für 4 Wochen probieren, nicht länger. Also ich glaube nicht, dass ich da der Richtige für ihn bin. Bei mir ist das nicht so einfach. Ich bin nicht so allein, wie du vielleicht denkst. Wirst du keine Freundin haben auf deine alten Tag? Nein, das nicht. Es ist bloß, weil nämlich... Jetzt such keine langen Ausreden. Ich merke, dass dir keine einfällt. Sag ja, und du tust mir und meiner ganzen Familie den größten Gefallen, den uns überhaupt jemand da kann. Na ja, 4 Wochen, wenn's nicht länger ist. Franz, ich hab doch gewusst, dass ich zu dir nicht umsonst komme. Na also, von mir aus, schick halt den Steffi einmal her. Dem guten Meister Eder war nicht ganz wohl bei der Zusage, weniger deshalb, weil er nicht für kurze Zeit einen Lehrbuben hätte anlernen können, sondern weil er an den Pumuckl dachte. Was habe ich da eben mit meinen Ohren gehört? Oder habe ich falsch gehört? Was hast du gehört? Du willst hier bei uns in unserer schönen, gemütlichen Werkstatt einen Steffi? Ja. Wenn ich schon Steffi höre, da ist mir eine Katze noch lieber. Okay. Die redet uns wenigstens nicht rein. Aber du hast doch gehört, Mathe-Riss es ist kann ja auch. bloß für 4 Wochen. 4 Wochen? Ja. Für 4 Wochen können wir hier nicht miteinander reden. 4 Wochen lang kann ich nicht schaukeln. Na ja. 4 Wochen lang kann ich hier nichts und gar nichts und Pumuckl. überhaupt nichts und... Pumuckl, und- das ist ja nicht so schlimm. Doch, das ist sehr schlimm. Wir hängen die Schaukeln auf ins Wohnzimmer und ich komme immer wieder auf zu dir Nein, und da können wir so viel reden, als wir wollen. Nein, ich will hier sein und Ja. ich will hier deine dumme Maschine hören und will dich hier arbeiten sehen und will hier lustig sein und wütend will ich hier auch Ja, sein. das kannst du ja trotzdem. und weinen Wenn will der ich, Bub da ist, nachher heißt es doch nicht, dass du allerweil drum in der Wohnung sein musst. Du kannst genauso gut herunter sein wie sonst da.
Bloß, dass du halt unsichtbar bist. Oh, unsichtbar. Ja. Ich will aber nicht unsichtbar sein, ich will sichtbar sein. Ich hab die Koboldgesetze nicht erfunden. Ich habe sie auch nicht erfunden, und vielleicht ich mein hab jetzt Großvater oder zugesagt, mein dass ich den Urgroßvater. Buben nimm und jetzt geschicht's auch. Dann geschieht eben auch sonst noch einiges. Geh, sei gescheit. Ich soll gescheit sein, damit Ja. hier ein dummer Bub dumm sein darf. Nein. Nein, den erziehen mir zwar und du hilfst mir dabei. Da kann ich aber nicht helfen, weil ich ja gar nicht weiß, wo man da ziehen muss, wenn man jemand erzieht. Vorne oder Nein. hinten oder rechts. Man darf ihm halt nichts durchgehen lassen. Keine Schlamperei und keine Faulheit und so. So, und wie macht man das? Geh, Wie macht man tu das? doch nicht so. Brauchst nur an manche Sachen denken, die du anstellst und die ich dir auch nicht durchgehen lassen. Oh, ich habe nichts angestellt. Schließlich hab ich dich doch auch ein bisschen erzogen. Und so machen's mir zwei jetzt mit dem Buben. Verstehst? Ja, so wie mit mir. Wir sperren den lieben Steffi in eine Schublade, wenn er etwas anstellt. Nein. Ja, Nein, das grad nicht. Aber Also entweder wir erziehen ihn oder wir erziehen ihn nicht. Du ahnst ja gar nicht, was einem bei dir alles durchgeht, wenn man Was? nicht gerade in einer Schublade sitzt. Jeder muss in einer Schublade sitzen. na ja, Wenn er, weil ich meine Augen nicht überall haben kann. Aber ja. wenn wir zu zweit auf den Buben aufpassen, nachher wird er sich wundern. Wieso? Und das ist dann so, dass wir ihn zu zweit ununterbrochen im Auge haben. ja, das ist ununterbrochen im Auge. Ja. Oh, da bin ich aber froh, dass du mich nicht zu zweit erzogen hast. Vielleicht will der Steffel, wenn ihm so gar nichts durchgeht, auch lieber wieder dahin, wo er hergekommen ist. Das wär schön. Nämlich zurück in seine Schule. Ja, das ist eine gute Idee. Also, willst mir du den Steffel erziehen? Ja, und wie ich dir helfe, ich werde ein ununterbrochenes Dauerauge auf ihn werfen. ja, Der soll sich wirklich wundern. Mit meinen scharfen Daueraugen werde ich den mal angucken. Hein. Ja, und dann kam der aufregende Tag, an dem der Steffi verabredungsgemäß in der Werkstatt erschien. Das heißt, nicht ganz verabredungsgemäß, denn er hätte eigentlich pünktlich um 8 Uhr antreten sollen, und es war 8:30, als er mit etwas hochmütiger Miene unter der Türe stand. Aha. Wenn mich nicht alles täuscht, nachher bist du der Steffi. Steffi sagt bloß mein Großvater. Ich heiße Stefan. Na also, Stefan, komm her. Eigentlich hättest du ja um 8 Uhr da sein sollen. Mei, Trambahn. Ich bin zuerst in die verkehrte Richtung gefahren. Naja, sowas kann einmal passieren. Morgen weißt du ja dann die richtige Richtung. Also zuerst einmal, grüß dich Gott. Und ich hoffe, dass wir zwei gut auskommen miteinander. Hast schon mal mit Holz was bastelt? Oder vielleicht gar schon geschnitzt? Geschnitzt? In die Schulbank einmal. Aber das hat bloß einen rechten Krach gegeben. Naja, das ist ja auch nicht gerade das, was man unter dem Schnitzen versteht. Aber es ist wurscht. So, da schauen wir her. Jetzt ziehst du mal den Arbeitskittel an. Und das braucht's nicht. Ich hab schon meinen ältesten Anzug an. Zur Arbeit wird der Kittel tragen. Schon deswegen, weil man den auskochen kann und einen Anzug nicht. Da kriegst du einen von mir. Für 4 Wochen lohnt es vielleicht nicht, dass dir der Mutter einen kauft. Ja, der ist mir ja viel zu weit. Na, pass auf, da hast du einen Gürtel. Modeschau musst du ja keine machen bei mir herin. So, da. Jetzt siehst du schon eher aus. Als könnte man dir mal einen Besen in die Hand geben. Besen? Ich bin ja keine Putzfrau. Nein, das bist nicht. Ich bin auch keine Putzfrau. Aber einen Besen muss man trotzdem in einer Werkstatt in die Hand nehmen. Und das Möglichste so, dass man beim Zusammenkehren nicht einen Staub aufwirbelt, sondern dass man zusammenkehrt. Schau, so. Das können sie aber recht gut. Ja, und du wirst es jetzt dann auch gleich so gut kennen. Da, die größeren Stückel Holz tust du auf die Seiten. Die schauen wir nachher an, was man verbrennen kann und was man noch brauchen kann. Da lernst du dann gleich was dabei. So hab ich mir's vorgestellt. Und Brotzeit holen muss ich nachher auch. Nein, die hol ich schon selber. Vorerst jedenfalls noch. Also du kehrst inzwischen zusammen. Aber gell, schraub in meiner Abwesenheit nicht an einer Maschine rum und trau ohne meine Aufsicht vorerst auch keine Schalter an, gell? Die Maschinen sind gefährlich, solange man nicht damit umgehen kann. Mei, ich bin schon mit so viel Maschinen umgegangen. Ein Moped ist viel gefährlicher als das Zeug da. Du, Stefan, jetzt will ich dir gleich und ein für alle Mal was sagen. Solange du da bei mir bist, wird ohne Widerrede das getan, was ich sag. Extra Wirsch gibt's nicht.
Und auch wenn ich dir einen Rücken kehre, wird nichts anderes getan. Als das, was ich dir angeschafft hab. Und dabei mache ich dich gleich auf was aufmerksam. Das kannst du glauben oder nicht. Ich sieh alles. Jedes Tierl, das du in meiner Abwesenheit ohne meine Erlaubnis aufmachst, weiß ich. Ja, sogar jeden falschen Handgriff. Nachher müssen sie ja eine Fernsehanlage eingebaut haben. Ja, sowas Ähnliches. Jedenfalls rate ich dir, probier's lieber gar nicht. So, und jetzt muss ich schnell weggehen. Ich bin in einer Viertelstunde wieder da und du kehrst jetzt da schön zusammen, gell? Ich geh jetzt. Ja, ist schon gut. No, bist recht gekommen, Stefan? Freilich, war ja keine Kunst. Ist das bisschen Säg mal da in dem Kübel alles? Ja, ich hab schon einen Kübel für den Tonnen austragen. Drum. Das hätte mich gewundert, wenn das alles gewesen wäre. Ich trage jetzt so schnell das Zeug dann auf in meine Wohnung. Nachher schauen wir uns das Holz an, gell? Tu einmal von den Holzresteln die zusammen, von denen du glaubst, dass das gleiche Holz sind. Mal sehen, ob du einen Unterschied rausfindest. Ja. Und damit ging Meister Eder nach oben. Dort erwartete ihn der Pumuckl mit allen Anzeichen hellster Empörung. Gut, dass du endlich da bist. Ja, warum? Was ist denn? Oh, dieser Stefan, das ist ein, also ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Also zuerst ist er hinter dir hergelaufen und da hat er so ein Gesicht gemacht. Gesicht? Also ich kann das Gesicht gar nicht machen. Nicht mal, wenn ich ganz lange übe. Also ungefähr so, da kann man gar nicht mehr sprechen. So ein Gesicht. Das ist ja schrecklich. Ja, das ist wirklich Aber schrecklich. weißt du, das habe ich direkt noch im Ausgehen gespürt, dass er jetzt eine Grimassen schneidet. Ja, eine Grimasse Aber war das legt sich schon. Allerweil kann er doch nicht so ein Gesicht machen. Ja, aber was er dann getan hat. Dann? Was denn? Also zuerst, Ja. da hat er einfach gar nichts getan. Gar nichts. Gar nichts. Na, und Nein, da was ist nachher? er in den Hof hinausgegangen und hat eine Zigarette geraucht. Was? Eine Zigarette. Ja, Lauser, das schlägt sich auf Gesundheit. Und dann ist er hereingekommen und dann hat er überall hineingeschaut. Na. Ja, auch in das Schränkchen, wo du die Flasche hast. Und da hat er dran gerochen. Na. Ja, da hat sie aufgemacht und hat dran gerochen. Nur gerochen. Oder hat er auch getrunken? Nein, getrunken hat er nicht, aber nicht? nur weil ich ein Brett umgeworfen habe und Ja. da ist er dann so erschrocken, dass ihm fast die Flasche aus der Hand gefallen wäre. Na. Da hat er sich schnell wieder reingestellt. Das ist ja ein richtiges Verrichter. Ja, ganz schlimm. Aber zusammengehört hat er nachher doch, den wir jetzt da gesehen haben. So. War soweit ganz sauber. So, das glaubst du. Dann Ja. schau doch mal bitte unter den Bretterstapel. Wo? Da? Ja, da, schwupps, alles hinuntergekehrt. Ja. Drum war so wenig in den Abfallkippe. Also, weißt du, ich glaube es ja selbst immer nicht so ganz, wenn ich sage, dass ich ein oberbraver Pumuckl bin. Aber jetzt glaube ich es. Das ist böser, als 5 Pumuckls miteinander sein könnten. Ja, Viel hoffentlich verdirbt die der Stefan nicht. Also das geht mir gerade noch ab. böser. Du bist gar nicht so empört, wie du empört wärst, wenn ich das getan hätte. Nein, weil wir zwei jetzt mit dem Erziehen anfangen. Jetzt freue ich mich nämlich auf sein Gesicht. Komm mit, Pumuckl. Ja. Das wird jetzt ein Spaß. Ja. Geh mal runter, komm. Stefan, hast du jetzt einen Unterschied gefunden zwischen den verschiedenen Holzsorten? Nein. Für mich sieht eins wie das andere aus. Naja, das werden wir schon kriegen. Zuerst aber habe ich noch eine andere Beschäftigung für dich. Und zwar kehrst jetzt den ganzen Dreck, den du bloß unterm Bretterstapel gefickt hast, sauber drunter wieder vor. Aber ich hab da... Ein Kübel voll in Taschentonnen dran. Na, mein Lieber, in Hof bist du bloß ausgegangen, um Zigaretten zu rauchen. Sie haben geschaut. Was hab ich? Hinterrucks irgendwo rausgeschaut. Na, ich hab dir doch gesagt, dass ich einen 6. Sinn hab und alles sehe, auch wenn ich weit weg bin. Ja, sie reden ja mit mir, wie wenn ich ein kleiner Bub war. Das bist du. Drum sage ich ab jetzt auch wieder Steffi zu dir. Stefan heißt du für mich erst, wenn ich die und deine Arbeit einmal ernst nehmen kann. Ich hab aber nicht geschnüffelt. So? Nicht. Und wer hat nachher an meinen Aprikosenschnaps gerochen? Aprikosen? Na, oder war's ein Zwetschgenschnaps? Ich weiß nicht. Aber ich weiß. Du hast das Schrankerl da aufgemacht und hast die Flaschen aufgemacht und dran gerochen. Und nur weil ein Bredel umgefallen ist und du so erschrocken bist,
Hast nicht getrunken? Dem Brettel ist aber gar nichts passiert. Um das geht's ja auch gar nicht. Sag einmal, war alles so, wie ich gesagt hab, oder nicht? Ich geb zu, dass das Brettel umgefallen ist. Na gut, nachher nicht. Aber du brauchst dich über alles Weitere nicht wundern. Und jetzt gibst mir dein Backel Zigaretten her. Die deponiere ich oben in meiner Wohnung. Da. So, ich komm gleich wieder runter. Freilich hat er das bloß daran. Das gibt's ja doch nicht. Aber wart nur. Das will ich da sehen, ob der alles da hat. Jetzt riech ich nicht nur an dem Schnaps, sondern jetzt trinke ich einen Schluck und gieß ihm dafür ein Wasser drauf. Gedacht, getan. Zwar brannte dem Steffi der Schnaps wie Feuer im Rachen und im Magen, und das Wasser lief ihm aus den Augen, aber er schaffte es. Er stellte die Flasche ganz genau an die Stelle, wo sie immer stand, nur war der Inhalt jetzt mit etwas Wasser verdünnt. Er war sehr zufrieden mit der Leistung und wartete etwas trotzig und schon ein bisschen schadenfroh auf den Meister Eder. Wie konnte er auch ahnen, dass der Pumuckl sozusagen Fernsehauge spielte? Und jetzt glaubt er ganz sicher, dass du überhaupt nichts merkst. Meinst? Aber das würdest du sogar merken, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ganz glitzenasse Augen hat er von dem Schnaps gekriegt. Nein. Ja, ganz glitzer. So? Schnaps ist sicherlich scheußlich zu trinken. Der Saubür. Aber das gewinnen wir am ab. Wer hat da gelacht? So, ist der Trick jetzt unter dem Bretterstab rausgehört? Noch nicht ganz, aber ich hab's gleich. Wenn man natürlich zwischendurch einen Schnaps trinkt, nachher kann man ja nicht mit der Arbeit fertig sein. Aber ich... Was hast du denn? Ich hab... Und einen Sprachfehler hast du jetzt auch noch gekriegt. Armer Bub. Ja, wenn ich aber keinen Schnaps getrunken hab. Steffi, ich hab dir gesagt, dass ich alles weiß. Warum glaubst du mir's denn nicht? Du hast einen Schnaps getrunken und wieder ein Wasser draufgeschüttet. Und dann hast du das Flaschel wieder genau an die Stelle hingetan, was gestanden ist, und wieder genauso zugesperrt, und dabei ist dir von dem scharfen Zeugs Wasser in die Augen gerunnen. Na was? Das können Sie mir alles nicht beweisen. Mei, Bub, leicht kann es dir beweisen von deinen Fingerabdrücken angefangen bis zum Schlüssel vom Kastel. Du bist ja nichts weiter als wie jetzt feig, dass du das zugibst. Ah, vielleicht ist das für mich. Das Telefon ist auf keinen Fall für dich. Hier, Eder. Hier ist der Schmidt. Franz, grüß dich gut. Ah, grüß dich. Franz, kannst du mal zu mir rüberkommen? Warum? Ja, ich hab ein Schloss reparieren müssen. So? Und da hab ich die Tür beschädigt. Ah. Ist mir eigentlich noch nie passiert. Kannst du mir das da ein bisschen zusammenrichten Ja. wieder? Natürlich auf meine Kosten. Ja, ich schau mir's gleich an. Ja? Also, servus dabei. Vierte, danke schön, Franz, gell? Vierte. Jetzt muss ich nur einmal weg. Steffi, du sortierst die Bretter der Gräsnacht da, gell? Und nachher sortierst die Beschläge da alle. Und für die Beschläge, da suchst passende Schreiberln raus. Und sonst wird nix anderes da. Verstanden? Ist schon gut. Diesmal schau ich aber, ob er auch wirklich hinausgeht. Ja, zum Hof ist er hinaus. Das ist doch ein Schmarrn, dass der alles weiß, wenn er weiß Gott wo ist. Guter Detektiv ist er ja. Aber mein Lieber, ich bin ja auch nicht blöd. Und wenn der meint, dass ich daher nie telefoniere, na hat er sich täuscht. Jetzt erst recht ruf ich einen Rudi an, bei seinem Vater im Geschäft. So, na warte mal. Firma Hochberger? Ja, hier Stefan Müller. Kann ich bitte schon den Rudi sprechen? Moment, bitte. Ja, hier Rudi. Ich bin's, der Steffi. Mein Meister ist grad weggegangen. Ja, mei, der Steffi. Ja, Mensch, wie geht's dir denn da drin in dem Saftladen? Blöd. Dreck zusammenkehren und Zeug sortieren darf ich. Das ist am Anfang allerweil so. Das legt sich schon wieder. Und wie ist der Meister? Mei, der spinnt was zusammen. Der meint, ich bin ein kleiner Bub und will mir weismachen, dass er alles sieht, was ich tue, auch wenn er nicht da ist. Das hat meine Mama auch zu mir gesagt, wie ich 3 Jahre alt war. Aber schon damals hat's eine Menge nicht gewusst. Weißt, im Taraden ist er ja ganz gut.
dass ich den Dreck unter die Brettern untergekehrt hab und dass ich an seinen Schnaps hinkommen bin, das hat er gleich gespannt. Mei, du wirst aber auch schon so ein Depp sein, das spannt doch jeder. Aber dass ich telefoniere, das spannt er nicht. Und wenn er die Gespräche notiert? Das kann er erst bei der Abrechnung merken. Und dann hat er sich eben verzählt. Abgesehen davon, dass ich bis dahin schon gar nicht mehr da bin. Das weißt du doch nicht gewiss. Okay, bei dem alten verkalkten Taterer wäre ich noch länger bleiben. Der soll doch jemand anderen noch spinnen. Ja, Herrschaftszeiten, jetzt liegen die ganzen Nägel am Boden. So was Saudums. Ja, bist hingekommen. Wo? Ja, die stehen ja 2 Meter weit weg von mir. Geh, das gibt's ja gar nicht. Du, die sind ganz von allein. Geh, jetzt hör aber auf. Nein, ich weiß gar nicht, wie das möglich war. Aber wer's sehen. Das wird der allwissende Eder nicht wissen, dass ich da nichts dafür kann. Du, ich glaube, es ist gescheiter, wir hängen ein und du räumst schnell auf, sonst kriegst du am Ende noch einen Krach. Ob der Grantler mir einen Krach macht oder nicht, das ist mir da wurscht. Jetzt wäre ich narrisch. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt ist mir die Kisten mit den ganzen Beschlägen, die ich hätte einordnen sollen, runtergefallen. Räumt zuerst auf, Steffi. Ich ruf dich nachher nochmal an. Servus. Servus. Der Steffi hat sicherheitshalber einen Blick in den Hof geworfen, ob der Herr Eder in der Nähe ist, und dann hat er fieberhaft angefangen aufzuräumen. Richtig ins Schwitzen ist er gekommen. Aber Meister Eder kam schneller zurück, als er dachte. Und der Pumuckl flüsterte ihm schnell ins Ohr. Er hat mit seinem Freund Rudi telefoniert und gesagt, dass du ein alter Datterer bist. Na? Oh, ja, hat er gesagt. Und ein Grantler. Was? Und da habe ich dann gleich 2 Kisten vor Zorn hinuntergeworfen, wo du doch nie gedattert hast, oder? Ja, nachher werde ich unserem Freund Stefan jetzt gleich was vordattern. Was meinst du? Ja, wie sieht's denn da herin aus? Da liegt ja mehr auf dem Boden als wir auf dem Tisch. Sie werden jetzt bestimmt glauben, dass ich das alles runtergeschmissen hab. Nein, das glaube ich nicht. Ja. Und wenn ich sag, dass das von allein runtergefallen ist? Nachher glaube ich dir das. Ja, aber wer soll es denn außer mir runtergeschmissen haben? War ja sonst niemand da. Das kann ich dir genau sagen, warum das runtergefallen ist. Ja, und warum nachher? Weil du telefoniert hast. Weil ich was? Das hat ja mit den Kisten nichts zu tun. Du hast doch mit deinem Freund Rudi telefoniert, oder? Na, deswegen brauchst du jetzt nicht gar so Käse werden im Gesicht. Herr Eder, Was mir hast ist du? nicht gut. So? Warum denn? Hast Hunger? Ja, wir machen nachher schon Brotzeit. Nein, ich hab keinen Hunger. Der alte Tatterer und der Grantler hat eine Wurstsemme für dich. Ja, aber woher wissen Sie denn das alles? Du gibst es also zu, dass du telefoniert hast. Ja, wenn Sie da alles wissen. Gibst du es zu oder nicht? Ja, gib's zu. Und das mit dem Schnaps auch? Ja, Und dass du im Hof Zigaretten geraucht hast? Und dass du den Dreck unter die Bretter gefegt hast? Hm? ja. Aber das ist doch schrecklich, wenn Sie immer alles wissen. Jetzt frage ich dich, ist denn das so schön für dich, wenn ich was nicht weiß? Macht's denn gar so einen Spaß, hinterm Rücken was anderes zu tun, als so ist? Aber gar nichts da können ist ja auch Kreisli. Da fürchte ich mich ja. Das Fürchten kannst du dir sparen, wenn's ehrlich und aufrichtig bist. Und noch eins. Ich glaub, dass du in der Schule nie durchgefallen warst, wenn du nicht auch allerweil was anderes getan hättest, als sollen hättest. Aber hinter so einem wie die, da müssen wir ja ganze Horden von unsichtbare Geister sitzen, damit man dir auf die Spring hilft. Merkt ihr? Ich habe so einen unsichtbaren Geist. Na, das glaube ich Ihnen nicht. Was nachher? Ja, schon eher, dass Sie vielleicht irgendwelche Draht- oder Antennen oder Kameras oder sowas haben. Gut, na glaubst lieber an ganz geheimnisvolle Drähte. Und zwar liegen die kreuz und quer im ganzen Haus. Ja, und können Sie mit denen Draht Bretteln umfallen lassen und Kisten? Freilich, wie es mir gerade einfällt. So, und jetzt geh ich hinauf und richte unsere Brotzeit her. Und du kommst nachher in einer Viertelstunde nach, gell? Aber erst, wenn du alles aufgeräumt hast.
Ja, Herr Eder. Der Meister Eder ist also in die Wohnung hinaufgegangen und der Pumuckl ist nach ungefähr 5 Minuten nachgekommen. Und er hat sich seinen kleinen Bauch gehalten vor Lachen. Na, was hast du? Zuerst hat er Drähte gesucht und, Ja. und mitten im Suchen hat er sich nicht mehr suchen getraut und dann, dann hat er wirklich in der Nase. Ja. Aber dann hat er doch ganz schnell sein Taschentuch genommen. Ja, und dann? Und dann wollte er sich zum Sortieren hinsetzen und dann hat er sich plötzlich hingestellt und laut gesagt, Was hat er denn gesagt? hat er gesagt, Herr Eder, wenn Sie schon alles sehen und hören, dann sagen Sie bitte schön, das vom Rauchen und das vom Schnaps nicht meinem Vater. Mei, jetzt tut mir der Bub fast leid. Wenn er jetzt nachher heimlich tun aufhört, da sag ich natürlich nichts zu seinem Vater. Ja, und sagst du ihm, dass du das gehört hast? Na, Pumuckl, schau, sonst schnappt mir der Steffi noch über. Und das wollen wir doch auch nicht, oder? Nein, das wollen wir Ich nicht. glaub, jetzt können wir uns dein Dauerauge eine Zeit lang ersparen. Unsere Erziehung hat, glaub ich, hingehaut. Ja. Erziehen ist eigentlich eine ganz leichte Sache, findest du nicht? Ja, wenn man einen Pumuckl hat, nachher schon. Ja, wenn man einen Pumuckl hat, ja, das ist wahr. Ja, für den Fall, dass jetzt eure Eltern seufzen, schade, dass wir keinen Pumuckl haben, kann ich nur sagen, Vorsicht, es hätte auch so seine Nachteile. Denn es kann ja auch vorkommen, dass gerade in dem Augenblick, wo Kindern ausnahmsweise keine Dummheit einfällt, ausgerechnet der Pumuckl eine macht. Stimmt's? Und im Übrigen werdet ihr das nächste Mal erfahren, wie unser